Let us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm down. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Geben wir Gott einen grossen Applaus an diesem heutigen Morgen. Alles, was schnauft, alles, was lebt, soll ihn gross machen. So schön bist du da an diesem Sonntagmorgen. Ich will dich herzlich willkommen heißen hier in der Silvern Church. So schön bist du da und bist du Teil von dem Gottesdienst. Ich möchte dich auch herzlich begrüßen, wenn du am Stream dabei bist und zuschaust. Mega schön bist du Teil von dem Gottesdienst. Auch ein herzlich willkommen, wenn du zum ersten Mal da bist. Wir freuen uns über Gäste, über Leute, die zum ersten Mal da sind. Ich hoffe, dir wird der Gottesdienst gefallen. Und wir wollen als nächstes einfach ein Lied singen und wir wollen Gott begegnen an diesem Ort und ihn gross machen. Come on. Heiliger, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus, zeig mir das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Mach das zu deinem Gebet heute Morgen. Gott der Güte, Gott der Gnade, du bist so gut zu mir. Bist mein Tröster und mein Helfer, Rettung finde ich in dir. Heiliger, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus, zeig mir das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Heiliger, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus, zeig mir das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Gott des Sieges, Gott des Durchbruchs, wer kommt gegen dich an? Dich zu kennen, dich zu kennen, ist dich zu lieben, du gehst mir stets voran. Heiliger, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus, zeig mir das Herz meines Vaters, zeig
mir das Herz meines Vaters. Heiliger Geist, begegne mir wieder. Zieh mich immer näher zu Jesus. Zeig mir das Herz meines Vaters. Zeig mir das Herz meines Vaters. Heiliger Geist, begegne mir wieder. Zieh mich immer näher zu Jesus. Zeig mir das Herz meines Vaters. Zeig mir das Herz meines Vaters. Heiliger Geist, begegne mir wieder. Zieh mich immer näher zu Jesus. Zeig mir das Herz meines Vaters. Zeig mir das Herz meines Vaters. Glaubst du, dass an den heutigen Morgen singst mit uns mit? Wenn ich dich habe, habe ich alles. Jesus, wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich dich habe, habe ich das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Heiliger Geist, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus. Zeig mir das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Heiliger Geist, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus. Zeig mir das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Heiliger Geist, begegne mir wieder, zieh mich immer näher zu Jesus. Zeig mir das Herz meines Vaters, zeig mir das Herz meines Vaters. Wenn ich dich habe, liebe dich.
Vater, wir wollen dir an dem heutigen Morgen Danke sagen für deine Gegenwart. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du für uns bist. Danke, dass deine Gegenwart da ist. Danke, dass wir dürfen dir begegnen heute Morgen. Dir, unserem König. Du, unser Vater. Wir wollen dich erheben. Wir wollen dich einfach heute Morgen begegnen. Unser Vater, du im Himmel, heilig bist du. Sich soll zuhören und dein Wille soll da geschehen. Wie im Himmel, so fern, wie du's geplant hast. Alle Herrschaft gehört nur dir. Wie im Himmel, so auf Erden, weil wir deine Herrlichkeit sehen. Wie im Himmel, so auf Erden, soll dein Wille geschehen. Du versorgst uns, gibst uns alles, was wir brauchen. Das Reich soll zunehmen und an jedem Mensch vergeben. Gibst uns Weisheit in Versuchung, zeigst den richtigen Weg, dass wir sicher können bestehen. Wie im Himmel, so auf Erden, weil wir deine Herrlichkeit sehen. Wie im Himmel, so auf Erden, soll dein Wille geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden, weil wir deine Herrlichkeit sehen. Wie im Himmel, so auf Erden, soll dein Wille geschehen. Dir gehört das Reich von der Kraft und der Gerechtigkeit bis in Ewigkeit. Amen. Dir gehört das Reich, dir gehört das Reich von der Kraft und der Gerechtigkeit bis in Ewigkeit. Amen. Dir gehört das Reich von der Kraft und der Gerechtigkeit bis in Ewigkeit. Amen. Bis in Ewigkeit. Amen. Bis in Ja, Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir gerade am heutigen Morgen wirklich einfach so einen Teil von dieser Herrlichkeit dürfen hier im Gottesdienst und in unserem Leben sehen. Und
Herr, ich bitte dich, dass du wirklich einfach am heutigen Morgen tief in unser Herz hineinreden, dass du uns von innen her berühren tust und dass wir uns wirklich ausrichten auf das, was du an dem heutigen Morgen tun möchtest. Amen. Amen. Yes, hey, herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Ich möchte dich besonders herzlich willkommen heißen, wenn du das erste Mal da bist. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst, geh doch unbedingt raus an den Welcome Desk. Wir möchten dich sehr gerne besser kennenlernen und möchten vor allem dir alles Mögliche erzählen über unsere Kirche. Wir möchten dich einladen zum Mittagessen. Darum nimm dir unbedingt die Zeit nach dem Gottesdienst, geh aufs Welcome-Team zu und dann wäre es toll, ja, wenn wir dich hier in dieser Gemeinschaft willkommen heißen. Hey, dann freue ich mich mega auf die nächste Info. Und zwar findet am 30. November unser Taufgottesdienst statt. Taufe bedeutet, dass du eigentlich bekennst vor der Gemeinschaft da, hey, ich bin ein Nachfolger von Jesus, ich gehöre zu dieser Family von Jesus. Und wenn du sagst, ich bin mir schon länger am Überlegen, hey, vielleicht möchte ich mich taufen lassen, oder du bist dir schon länger überlegen, es könnte etwas für mich sein, möchte ich dich einladen, am 26. Oktober findet unsere Taufvorbereitung statt. Weitere Infos findest du auch online auf silbern.church. Und es wäre mega cool, wenn wir dich auf diesem Weg begleiten könnten und du dich am 30. November nachher taufen würdest lassen. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Predigt von Markus Hediger. Er wird zum Thema Jesus und das Übernatürliche predigen. Und ich bin mega ermutigt, um wirklich das Thema jetzt zu hören, weil in der letzten Woche durfte ich in einem Jugendlager sein, im Intensiv. Und wir haben dort extrem wirklich so das Wirken vom Heiligen Geist erleben. Wir haben gesehen, wie Menschen geheilt sind worden. Wir haben erleben, wie Menschen so befreit sind worden von Süchten und von Sachen, wo sie schon lange drin gefangen sind. Und darum, ich bin mega ermutigt und ich wünsche mir so sehr in meinem eigenen Leben, aber auch unser Kirche, dass wir mehr das Übernatürliche erleben dürfen. Darum, Markus, ich freue mich sehr auf, was du uns heute erzählen wirst. Danke vielmals, Raffi. Cool, dass du im Intensiv warst, im Jugendausbildungscamp von der Schweizerischen Pfingstmission. Ich habe gehört, die haben eine ganz coole Zeit gehabt. Gottes Geist hat gewirkt. Und das erwarten wir heute Morgen auch. Amen. Bist du bereit? Hast du dich innerlich vorbereitet? Sagst du, heute Morgen bin ich nicht einfach nur im Gottesdienst, um den Stuhl wärmen, sondern ich möchte heute Morgen mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten. Ich möchte vom Geist Gottes empfangen. Der Geist Gottes soll zu mir reden, soll mich ausrüsten für den Alltag. Und ich habe da heute ein paar praktische Sachen mitgenommen. Es ist auf der einen Seite ganz praktisch und auf der anderen Seite ganz geistlich. Und genau um das geht es heute in dem heutigen Thema. Wir wollen ein lebendiges, kraftvolles, übernatürliches Thema miteinander anschauen, und zwar das übernatürliche Leben von einem Christ. Ich gehe davon aus, dass du zu diesen Christen gehörst, dass du da im Gottesdienst bist. Und sonst mach einfach dein Herz auf und schau mal, was der Heilige Geist dir innen anfängt ansprechen. Und sagst, Herr, ich möchte wirklich Gott, ich möchte Christus, ich möchte den Heiligen Geist kennenlernen. Das Thema vom Heiligen Geist, das beschäftigt uns, und zwar seit das er ausgegossen worden ist am Pfingsten vor bald 2000 Jahren. Und seitdem erleben wir immer wieder, dass der Heilige Geist die Kirche bewegt und immer wieder dorthin zieht, dass wir seine Gaben erkennen sollen. Und seine Gaben gehen nicht einfach nur um Superhelden und für die Apostel mal, sondern die Gaben vom Heiligen Geist sind bis heute aktiv in unserem Leben und die möchten wir heute anschauen. Und die Gaben sind da, damit wir sie in unserem Alltag anwenden, in unserem Beruf, in der Familie, in der Begegnung mit Menschen, grundsätzlich einfach im Leben mit und für Gott. Es ist eine geistliche Dimension, wo wir drin wachsen, wenn wir Christen werden. Und wenn du Jesus dein Leben schon mal anvertraut hast, ganz bewusst in einem Gebet, wo du das gesagt hast, Herr Jesus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen, ich möchte nicht mehr ohne dich leben, sondern ich möchte mit dir leben, vergib du mir alle meine Schuld, alle meine Rebellion, die ich bis jetzt hatte gegen Gott, dann passiert etwas in deinem Leben. Und ich weiss nicht, ob du das schon mal gehört hast, ob du in der Bibel das gelesen hast, wenn du dich bekehrst. Die Bibel sagt, wir bekehren uns zu Christus, von dieser Welt hin zu Christus, in ein Leben, in eine geistliche Dimension, da passiert etwas. Nämlich Gott verheißt, dass dann der Heilige Geist, sein Geist, in dein Leben hineinkommt und in deinem Leben etwas passiert. Und zwar folgendes, dass einmal zuerst in dir den Geist, der eigentlich tot ist, die Bibel redet davon aus,
dass Menschen, die in dieser Welt drin sind, Gott nicht kennen, einen toten Geist haben. Das heisst, der Geist kann nicht mit Gott kommunizieren. Er ist nicht empfänglich für das, was Gott mit ihm möchte tun. Aber dann, wenn du ihn einlädst in dein Leben, dann passiert etwas in dir drin. Der Geist wird von Neuem geboren. Du wirst zu einer neuen Kreatur. Du wirst fähig, mit Gott zu kommunizieren. Du wirst fähig, von Gott zu hören. Durch den Heiligen Geist. Und darum lohnt es sich, damit wir uns Gedanken darüber machen, was ist denn oder wer ist der Heilige Geist und wie möchte er mit uns zusammenarbeiten. Aus dem Wort Gottes heraus lesen wir, dass der Heilige Geist da ist, und zwar um uns zu leiten, zu führen, zu überzeugen, zu trösten, heilen, befreien, Kraft geben, lehren, zu uns zu reden und noch vieles mehr. Wow, wer in dieser Welt ist da, der uns das möchte geben, wenn es nicht der Heilige Geist ist, den Gott uns gegeben hat? Und mit dem, dass wir uns Gott zugewendet haben, passiert auch etwas. Wir wenden uns nämlich von dieser Welt ab, von dem Herrschaftsbereich. Und die Bibel sagt, der Herrschaftsbereich in der geistlichen Welt, der gehört dem Teufel und der bestimmt in dieser Welt, was läuft und was alles Schlechtes läuft und was alles böse läuft und was alles negativ läuft. Und du kommst her und du sagst, nein, Gott, ich möchte jetzt in dein Reich gehören, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte, dass du in mir Gutes tust, dass ich das Gute von dir empfange und dass ich das Gute, was du mir gegeben hast, in die Welt bringe und all diesen Menschen erzählen, die bis jetzt von Gott nichts gehört haben und nicht wissen, dass wir einen guten Gott haben, dass ich ihnen das erzähle. Und dazu braucht es die Geistesgaben. Und Gott rüstet uns damit aus, dass wir in dem geistlichen Kampf, weil das ist ein Kampf, wenn wir dort in dieser Welt sind und das Geistliche von Gott in die Welt raustragen, stehen wir in einem geistlichen Kampf inne. Und dazu sind die Gaben da, dass wir in dieser Welt bestehen können. Der Paulus, er äußert sich im Korintherbrief über die verschiedenen geistlichen Gaben. Die Korinther haben ein bisschen Durcheinander in den Gottesdiensten, haben die manchmal auch ein bisschen komisch angewendet. Und er stellt dort diverse Sachen mal richtig und erklärt ihnen, für was die geistlichen Gaben da sind. Und wenn du die Bibel da hast, oder das Handy, nimmst du dich vor und liest dich mit im 1. Korinther 12, 4-11. Er sagt dort, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Er gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Also er redet hier von Gaben, er redet von Kräften und er redet von Dienst. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere kennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben und wieder einander bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranken zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, einander prophetische Aussagen zu machen, wieder einander zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte beten. Heiliger Geist, ich möchte dir danken, dass du da bist. Danke dir, dass du deine Aufgabe jetzt wahrnimmst, zu uns zu reden, uns vor den Thron vom Vater zu ziehen. Herr, dass du uns auch aufzeigst, was du in unserem Leben möchtest tun, wie du möchtest wirken, welche Gaben dass du uns möchtest geben und welches das die nächsten Schritte sind. Ich bitte dich, Herr, dass wir uns öffnen können für dein Reden heute Morgen. Amen. Der Paulus startet und sagt, es sind verschiedene Gaben da, verschiedene Dienste und verschiedene Kräfte.
aber es ist ein Geist, ein Herr und ein Gott. Er sagt, Gaben, die kommen vom Geist, Dienst vom Sohn und Kräfte von Gott. Und vielleicht bringen wir das gar nicht so ganz zusammen, weil Gott ist ja ein und doch drei und jetzt haben wir noch verschiedene Kräfte und Dienste und Gaben, die da miteinander zusammenwirken. Wenn wir sagen, es ist ein riesiges Chaos, wer soll da überhaupt rauskommen? Aber eigentlich ist es ganz einfach. Also es ist nicht ganz einfach, aber ich versuche es einfach zu erklären. Und zwar, du hast mal irgendwann eine Offenbarung bekommen, dass hier immer so ein Kabel innen könnte Strom haben. Vor 2000 Jahren haben die Juden noch nicht so viel mitbekommen vom Wirken vom Geist Gottes. Also ich nehme jetzt so den Strom als Wirken vom Geist Gottes. Sie haben vielleicht mal gehört, was Gott in der Vergangenheit da hat. Sie haben mal gehört, dass mal ein Wolken auf den Berg gekommen ist und dass es so eine Stimmung war, dass sie Angst bekommen haben. Vielleicht so wie ein Blitz, oder? Mal gesehen, aber was der Blitz, dass der Strom hat, dass der Spannung in sich hineinträgt. Und wenn man das auch noch irgendwie gut könnte einfangen und das gut kann kanalisieren, so wie in einer so einer Steckdose, dann können wir es am Schluss auch nutzen. Also die volle Kraft Gottes, wenn die auf uns kommt, das würden wir gar nicht vertragen. Aber der Heilige Geist teilt ja jedem zu, so wie er es vertreibt und so, wie er das auch gerne möchte. Und jetzt haben wir hier die Kraft vom Heiligen Geist, die in dem Kabel innen ist. Und die Frage ist einfach, wie kommt das jetzt am Schluss dorthin, dass wir irgendein Holzstück bearbeiten können, irgendein Metallteil löten können. Wie kann der Dienst am Schluss passieren? Es braucht verschiedene Gaben, wie da ich eine Sage habe, eine Bohrmaschine, ich habe hier einen Lötkolben und eine Stichsage. Das sind die verschiedenen Gaben, sind insgesamt 9. Ich habe nicht so viel Werkzeug, obwohl sie einen grossen Fuhrpark hatte, hat meine Frau vor kurzem gemeint, wo sie mal in meine Kästen geschaut hat. Also der Heilige Geist möchte die verschiedenen Gaben geben, damit am Schluss ein Dienst und ein Produkt kann entstehen, wo eben das Reich Gottes Bau ist, wo wir einander dienen, wo wir einander aufbauen, wo etwas passieren soll, wo das Reich Gottes schlussendlich auch ausmacht. Und jetzt braucht es aber irgendwo noch mit dich zwischendrin. Und zwar braucht es dich, so wie die Steckdose hier, der mal als Person, wo du sagst, okay, ich tue mich connecten mit Gott und ich muss das mal einstecken. Und dann bist du verbunden mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nicht einfach irgendwo noch nebendran, irgendwo noch im Atomkraftwerk, sondern er ist jetzt hier kanalisiert in dir innen. Und jetzt wirst du plötzlich fähig und er möchte je nachdem, was er dir für einen Dienst zuteilt, was der Herr dir für einen Dienst zuteilt, möchte er dir entsprechende Gaben geben. Und wenn jeder von uns so eine Steckdose ist und durch alle durch eigentlich der Geist Gottes kann wirken, sagt er vielleicht, wenn wir hier noch verschiedene andere Steckdosen haben, ich gebe dir jetzt einen Lötkolben, in einer anderen gebe ich die Sage, in einer anderen Person gebe ich die Bohrmaschine. Oder vielleicht brauchst du auch für einen gewissen Dienst zu machen, brauchst du vielleicht den Lötkolben und die Bohrmaschine und die Sage. Und so wirken die Geistesgaben auch miteinander in einer Art und Weise, wie der Heilige Geist möchte, auch zusammen. Vielleicht das als eine kurze Illustration. Wir möchten jetzt aber uns wieder mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, mit dem Übernatürlichen und weniger mit dem Natürlichen. Aber es soll immer etwas im Natürlichen passieren. Und das, was der Geist Gottes auch entscheidet, oder das, was du als Dienst bekommst, es muss am Schluss immer harmonieren miteinander. Und wenn du irgendetwas machst, was der Herr dir nicht gesagt hat, dann hast du am Schluss nachher einen Unfall, hast irgendeine Baustelle, die du selber eingebrockt hast. Es braucht immer eine Abstimmung von dem, was der Heilige Geist wirkt, das, was der Herr dir als Auftrag gibt, und schlussendlich braucht es auch noch die Kraft Gottes, die durchwirkt. Jesus, er hat ja gelebt vor der Ausgüssung vom Heiligen Geist am Pfingsten. Und er hat in seinem Dienst hat er auch die meisten Gaben eigentlich selber praktiziert und hat die auch genutzt. Und hat hier auch eng mit Gott dem Vater und mit dem Heiligen Geist auch zusammengewirkt. Er hat nicht immer den Dienst tun, der eigentlich gerne passieren sollte. Zum Beispiel an dem Ort,
wo er in seinem Heimatort war, heisst, dass er nicht viele Zeichen und Wunder tun konnte, weil da Widerstände da waren. Und es gibt auch Hindernisse, wo der Geist Gottes nicht wirken kann, da wollen wir noch darauf eingehen. Aber was war das Ziel, wo Jesus zusammen im Auftrag vom Vater, zusammen mit dem Heiligen Geist gewirkt hat? Und wir haben sie aufgeschrieben. Gott hat dafür gesorgt, dass wir im Wort Gottes all die Geschichten, all das, was Jesus da hat, schlussendlich heute lesen können und können nachvollziehen und schlussendlich auch nachmachen können. Und genau das ist eigentlich der Auftrag oder das ist das Ziel von Jesus, dass er uns vorgemacht hat, wie der Vater ist, dass er uns vorgemacht hat, was der Vater möchte tun in dieser Welt, dass er vorgemacht hat mit seinen Jüngern, wie man das auch multiplizieren kann und das nicht einfach nur für sich behalten. Und darum hat er die Jünger an seiner Seite gehabt, er hat es ihnen vorgemacht, er hat geheilt, er hat tröstet, er hat ermutigt, er hat korrigiert, er hat geschützt. Er hat Zeichen und Wunder da und nachher hat er seinen Jüngern gesagt, und jetzt macht ihr es. Und wenn du jetzt so dabei stehen bleibst und sagst, okay, das sind die Jünger dazumal, dann möchte ich dich in die Gegenwart nehmen und sagen, der Heilige Geist ist jetzt immer noch da und er möchte dich brauchen, auch das zu tun, was Jesus vorgelebt hat. Das ist eine Herausforderung und wir können es eigentlich nicht tun. Aber Jesus hat gesagt, und ich gebe euch den Heiligen Geist, damit ihr genau in diesen Fußstapfen von mir nachfolgen könnt und das Reich, das ich euch gezeigt habe, wo Gottes Reich in die Welt gekommen ist, das weiter zu verkünden in dieser Welt, an dem Ort, wo du bist. Und die Gabe vom Geist und das Wirken vom Geist ist die Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, wie er uns leitet und schlussendlich, wie er durch uns dient. All die Gaben, was jetzt hier mit diesen Maschinen sind oder dargestellt ist, die sind übernatürlich. Und sie haben ein Ziel, dass die Gemeinde bauen wird. Und die Gemeinde wird nicht durch die Pastoren und die Angestellten bauen, sondern mit jedem Einzelnen von uns. Mit dir. Und Gott möchte, dass sein Wille im Himmel und auf dieser Erde passiert. Er möchte, dass sein Wille durch dich passiert. Und als ich die Geistesgabe studiert habe, bin ich am Schluss eigentlich dazu gekommen, eine fehlt. Oder wird nicht erwähnt. Oder man geht davon aus. Und das ist die Fähigkeit, auf das Reden vom Heiligen Geist zu hören. In all diesen Gaben geht es eigentlich immer darum, zum herauszufinden, Herr, was möchtest du tun? Und ich glaube, wir brauchen als Christen immer wieder den Ort, wo wir uns zurückziehen, wo wir fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Dass wir uns selber trainieren. In Situationen, wo wir reinkommen. Dass wir nicht einfach so, wie die Welt das auch macht. Und ich glaube, gewisse Skills und gewisse Prozesse und gewisse Tools können wir auch nutzen, zum Problem lösen, Konflikt zu lösen und so weiter. Aber eigentlich in all diesen Problemen, dass wir immer hergehen und sagen, Herr, um was geht es jetzt? Red du zu mir. Und ich möchte dich ermutigen, ob du daheim bist, wenn du ein Problem hast mit deinen Kindern, in der Erziehung, Problem mit deinem Mann, mit deiner Ehefrau oder wie auch immer, oder am Arbeitsplatz, in grossen Projekten bist, vielleicht bevor es dich nie stürzt, Problemerfassung machst, dass du sagst, Herr, komm du jetzt. Red du zu mir, leite und führe mich jetzt in diesen Prozess hinein. Hilf mir, gib mir Weisheit, gib mir Erkenntnis. Brauch du mich in diesen Geistesgaben. Wir möchten die 9 Geistesgaben, die der Paulus hier erwähnt, möchten miteinander durchgehen. Und wenn wir jetzt nicht auf alle einzeln im Detail eingehen können, tun wir sie so ein bisschen in 3 Gruppen aufteilen. Wir reden von Offenbarungsgaben, Kraftgaben und Sprachengaben. Und ich werde mich so ein bisschen an die Terminologie auch halten von den einzelnen Gaben, wie sie Theologen auch benennen.
Und wenn du möchtest mitlesen, kannst du gerne mitlesen in 1. Korinther 12, 8 bis 11. 1. Korinther 12, 8 bis 11. Wir starten also mit der Offenbarungsgabe, mit dem Wort von der Weisheit. Da sagt der Paulus im Vers 8, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Was heißt das? Wir kommen sehr oft in Situationen hier, wo wir nicht wissen genau, was am Schluss oder wie das wir handeln sollen, dass wir am Schluss ein gescheites Resultat haben. Und Gott möchte uns Weisheit geben. Er möchte uns Weisheit geben, vielleicht in der Seelsorge, wenn wir in Gespräch sind, wie man Menschen aufbauen kann, wie können Probleme gelöst werden, wie können Entscheidungen getroffen werden. Was ist wichtig? In welcher Priorität soll man was angehen? Wo soll man etwas machen? Wo soll man es sein lassen? Jesus ist in eine verzwickte Lage gekommen, und zwar sind die Pharisäer, seine lieben Freunde, die ihn zwischendurch einmal herausgefordert haben, die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Jesus, wir haben jetzt hier gerade eine Frau ertappt beim Ehebruch. Was sollen wir machen? Und Jesus hat gewusst, wenn er sagt, steinigen, so wie das jüdische Gesetz das gefordert hat, dann hat er gegen das römische Gesetz verstoßen, das gesagt hat, nur die Römer können eigentlich ein Todesurteil erteilen. Und wenn er gesagt hat, lasst die Frau einfach gehen, dann hat er gegen das jüdische Gesetz verstoßen, das der Mose gegeben hat. Und jetzt, Rabbi, Frage, wie entscheidest du dich? Jesus war in einer so einer spannungsgeladenen Situation. Egal, was er gesagt hat, es wäre falsch gewesen. Und die Pharisäer haben es gewusst. Und was hat Jesus gemacht? Er ist am Boden geknündelt. Seine Ankläger sind da ringsherum gewesen, die ihn herausgefordert haben. Und auch die Frau hat angefangen, in Sand zu schreiben. Und dann hat er gesagt, wer ohne Schuld ist, soll den ersten Stein schmeißen. Und die Ankläger, die Pharisäer, einer nach dem anderen, haben einen Abgang gemacht, sind weg gewesen. Am Schluss nur noch die Frau dort und hat sie gefragt, und jetzt, wo sind sie? Hat dich jemand verurteilt? Und sie hat gesagt, nein. Dann hat Jesus gesagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Gang und sündige hinfort nicht mehr. Ganz eine herausfordernde Situation, wo das Leben und der Dienst von Jesus hat können beeinträchtigen. Und er ist da drinnen, ist er herausgefordert gewesen, hat aber mit dem Heiligen Geist einen Weg gefunden, der am Schluss geholfen hat, und vor allem dieser Frau. Und so kannst du vielleicht auch in Situationen hinkommen, am Arbeitsplatz, wo du sagst, ich weiss es nicht, was ich jetzt entscheiden soll, ich weiss nicht, was ich antworten soll. Dann red mit dem Heiligen Geist und sag, Herr, komm mir jetzt zu Hilfe. Du hast gesagt, du wirst mir Weisheit geben. Wer um Weisheit bittet, der wird Weisheit bekommen. Du wirst mich an das erinnern, was Gott gesagt hat. Du bist derjenige, der mir jetzt hilft in dieser Situation. Wir haben eine Situation in der Gemeinde, wo jemand zu uns kam und sehr aufgebracht war wegen einer Situation. Und eigentlich hat es keine Lösung gegeben. Ich habe wirklich keine Lösung gehabt. Wir sind das zweite hoch in der Leiterschaft mit dieser Person zusammen gewesen. Und wir haben diskutiert und ich eigentlich denke, es gibt keine Lösung. Und am Schluss wird die Person Gemeinde verloren. Und währenddem, dass die Person redet, sagt sie einen Satz. Das ist nicht mal von uns gekommen, weil ich sie nicht gehabt. Aber sie sagt einen Satz und das war die Lösung. Aber ich habe innerlich gebeten und gesagt, Herr, ich brauche irgendeine Lösung, wir brauchen eine Lösung in dieser Diskussion. Und sie ist gekommen. Ich möchte dich auch ermutigen, in solchen Situationen einfach mal zurückzugehen, ruhig in die Ruhe zu kommen und zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Es braucht auch ein Wort von der Erkenntnis. Das ist die zweite Gabe. Und zwar, dass der Geist Gottes in Situationen, wo du gar nicht weißt, wo überhaupt der Ursprung ist, kommt und uns verborgene Wahrheiten offenbaren. Vielleicht in Situationen, wo Gott wirkt und das möchte ich verstärken oder möchte ich das sichtbar machen. Vielleicht Situationen, wo es Gottes Wirken verhindert, blockiert, Gott nicht durchkommen kann, aber er zeigt es dir durch den Heiligen Geist.
Er kann dir den Ursprung von Problemen oder vielleicht auch von Krankheiten aufzeigen. Wir sehen das im Beispiel von der Samariterin, die am Brunnen war. Jesus war auch dort. Sie ist zu ihm gekommen und Jesus hat so ihr Leben eingesprochen. Sachen als Externe hättest du das gar nicht wissen können. Aber der Geist Gottes hat Jesus das offenbart, dass sie geistlich durstig ist. Nicht einfach nur mit dem Kübel kommt und Wasser braucht. Und dass sie auch in der Not drin war. Er hat ihr Sachen aufgezeigt, dass sie schon 5 Männer hatte. Und er hat mit ihr in ein Gespräch gekommen, wo sie offen werden für den Sohn von Gott. Es braucht so Erkenntnis, wenn man im geistlichen Leben unterwegs ist. Auch die Forschung weiss, wenn man, kannst es auch googlen, 50-70% von allen Krankheiten haben ihren Ursprung in einer Disharmonie von der Psyche und von der Seele. Oder in der Disharmonie von Psyche und Körper. Oder Psyche und im sozialen Umfeld, also von den Beziehungen. Und sehr oft wissen wir, okay, wir haben Depressionen, wir haben Angstzustände, wir haben Zwangsgedanken. Vielleicht haben wir, wir ziehen uns zurück, haben Angst, vielleicht Ess- oder Schlafstörungen. Und das ist so ein Symptom. Aber die Ursache ist völlig neu und anders. Wir haben vielleicht nicht vergeben, wir haben irgendwelche unbereinigte Beziehungen, die uns unter Druck setzen und so weiter. Und wenn wir im Gebet für jemanden sind, dass wir dann nicht einfach nur beten für Krankenheilung, sondern dass wir auch beten für Worte der Erkenntnis, dass der Herr uns da Sachen aufdeckt, die am Schluss nachher auch zu einer Heilung führen kann. Die dritte Gabe ist die Unterscheidung der Geister. Viele Sachen kommen in unser Leben rein. Du wirst herausgefordert, kommt an dich hin, du musst entscheiden, du wirst gezogen in Situationen, wo du dich aktiv beteiligen. Und dort ist es wichtig, dass wir verstehen, sind das jetzt einfach meine eigenen Gedanken, sind das einfach, ja, es zieht mich selber dorthin, weil ich halt immer aktiv bin, oder es zieht mich immer dorthin, weil ich immer passiv bin. Kommt es von Gott, wo jetzt in die Situation hier redet? Kommt es von anderen Menschen? Oder kommt es vom Feind, der uns abhalten möchte, mit Gott unterwegs zu sein? Und da braucht es die Gabe der Geisterunterscheidung. Kurz bevor er angefangen hat zu dienen, war er in der Wüste draussen, hat gefastet, hat Gott gesucht. Und das Erste, was passiert ist, nach dieser Fastenzeit, war, dass der Teufel gekommen ist und in sein Leben nie geredet hat und ihn versucht hat. Und zwar mit Wort Gottes. Nicht jedes Wort Gottes ist Gottes Wort. Und das braucht die Unterscheidung der Geister. Es braucht das innere Zeugnis, dass das, was jetzt gesprochen worden ist, im Natürlichen oder auch, wenn es ein Wort Gottes ist, auch zu prüfen, ist es auch Gottes Wort für mich in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Situation. Der Petrus war einmal recht gestresst. Und zwar wollte er Jesus davon abhalten, dass er gekreuzigt wird. Und eigentlich wollte er etwas Gutes tun. Aber er hat gar nicht gemerkt, dass das sehr natürlich war und sogar noch viel mehr, dass es gewirkt war vom Teufel. Jesus hat das gemerkt und hat ihm gesagt, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was Gott will, sondern was Menschen meinen. Krass. Und das sagt der Sohn Gottes zu einem von seinen Freunden. Also wir brauchen einen geistlichen Reicher, um herauszuspüren, ist das jetzt der Geist Gottes, der da am Wirken ist? Ist das im Flow von ihm? Oder ist das völlig etwas anderes? Und dazu müssen wir uns auch trainieren. Ich weiss nicht, ob du dir selber auch schon bewusst worden bist. Also, eben, gell, ich kann hier noch gut schnell mal so eine Sage anlassen. Oder eine Bohrmaschine. Aber wenn ich einem von meinen Enkeln so eine Bohrmaschine in die Hand gebe, sie haben so eine Spielzeug-Bohrmaschine, dann nachher können sie auch drucken. Sie können auch ein bisschen, es macht dann auch ein bisschen Lärm, manchmal ein bisschen viel, manchmal ein bisschen weniger.
aber sie können noch lange noch nicht bohren. Sie können noch lange kein Möbelstück machen. Sie können noch lange nicht irgendwo ein Gesellenstückchen machen. Es braucht am Schluss ein Training. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nach den geistlichen Gaben ausstrecken und dass wir sagen, Herr, ich möchte das trainieren im Kleinen. Weil nur wer im Kleinen treu ist, wer im Kleinen gelehrt hat, mit dem Heiligen Geist zusammenleben, wird schlussendlich auch im Grösseren können verstehen, wenn es der Heilige Geist ist. Wir kommen in die Kategorie der Kraftgaben. Die geht um Glauben, Heilung und Wunder. Der Glaube, das ist nicht einfach nur, ich glaube an Jesus und Jesus liebt mich, sondern es ist der Glaube von einem Überzeugtsein von Sachen, die ich noch nicht sehe. Es ist der Glaube, den ich in Angriff nehme, wo ich merke, dass der Geist Gottes zu mir geredet hat. Und ich mache das, wenn auch all die anderen ringsherum sagen, hey du, ist dir recht im Kopf? Oder das kannst du nicht machen, das hat noch niemand gemacht. Aber dort, wo der Geist Gottes wirkt, dort, wo Gott aktiv ist, in dein Leben redet durch den Heiligen Geist und der in dir in eine Überzeugung wächst, der Glaube, das Vertrauen in Gott, dass Gott das machen kann, dann wirst du das angehen und du wirst es machen. Es ist übernatürliches Vertrauen. Es ist nicht einfach nur, ja, der Herr hat einmal gesagt und ich mache es jetzt. Sondern der Herr hat es einmal gesagt, ich nehme das jetzt in mein Leben und ich merke, dass der Heilige Geist da in mir sagt, jawohl, gang da vorwärts. Und nicht etwas Komisches, sondern eine innere Überzeugung, es ist richtig. Jesus, seine Leute, also die Freunde von Lazarus, sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, du musst jetzt sofort kommen, dein Freund Lazarus ist am Sterben. Und Jesus, er hat das schon gehört, aber er hat sich jetzt nicht stark beeindrucken lassen und ist auch nicht gerade so vergangen. Und als er sich dann unterwegs gemacht hat, sind die Freunde von Lazarus gekommen und gesagt, jetzt musst du auch nicht mehr kommen, jetzt ist er nämlich gestorben. Aber Jesus war auch dort nicht erschüttert, sondern er hat gewusst, Gott ist in der Lage, Tote zu verwecken. Und er hat gewusst, Gott muss in der Lage sein, Tote zu verwecken, weil in ein paar Tagen wird das mit ihm selber passieren. Dass er wird sterben, aber Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Und darum hat er auch dort vertraut, dass wenn er zum Lazarus geht und dem Lazarus ruft, Lazarus, komm heraus, dass er dann aufsteht und wird von den Toten auferweckt werden. Übrigens ein kurzer Einschub. Ich habe gerade vor kurzem gesagt, Herr, ich möchte wieder mal hören, dass Tote auferweckt werden, ins Leben zurückgerufen werden. Ich habe das früher nicht bei mal gehört, von Christen, die in grossen Not sind. Und der Herr beantwortet Gebete. Amen. Wir haben an der Leiterkonferenz einen von unseren Missionaren, der im Ausland dient, habe ich mal gefragt, habe ich gesagt, haben ihr auch so Totenauferweckungen gehabt? Da hat er gesagt, es sagen in seinem Dienst, wo er in seinem Umfeld, wo er hat, sagen 20 Tote sagen auferweckt worden. Jesus hat das uns verheißen. Es hat mich mal gestresst, dass wir nicht mehr Kleingruppen starten können. Ich bin ja verantwortlich im Teil der Kleingruppenarbeit und habe das dem Herrn so im Gebet hergeleitet. Und er hat gesagt, Herr, es wäre doch schön, wir könnten das Jahr wieder neue Kleingruppen starten. Und ich war im Gebet an der Reuss, ins Auto eingestiegen, Richtung Wohlen gefahren und noch im Bremgartner Wald ruft mir das Sekretariat an und sagt, du Markus, ich habe jetzt gerade Nachrichten bekommen, wir können 2 Kleingruppen starten. Nehmen so Glaubensprojekt auch in Anspruch und sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen für mich. Vertraue für mich auch, wenn du krank bist. Gabe von der Heilung. Der Geist befähigt, dass körperlich, geistige und seelische Not gelindert werden kann. Egal, ob es dir im Geist nicht gut geht, in deiner Seele, ob es in deinem Körper nicht gut geht. Gott ist da und er möchte dir helfen. Er möchte dir dienen. Dazu hat er den Heiligen Geist geschickt. Jesus hat Blinde sehend gemacht, Lahme gehend, Aussätzige rein. Er hat auch das Fieber gesenkt bei der Schwiegermutter von Petrus.
Und wenn du möchtest in diesen Gaben weiterkommen und sagen, Herr, ich möchte wirklich Gaben von der Krankenheilung erleben, bete doch für deine Kinder, bete für deinen Ehepartner, wenn jemand krank ist in deinem Umfeld. Wenn du in den Kleingruppen bist, betet füreinander, fastet dafür, dass jemand wieder gesund wird. Macht euch eins und sagen, wir bestürmen miteinander den Himmel, dass Gott hier eingreifen kann und dass Krankheit muss weichen. Und auch hier, Gaben müssen manchmal miteinander zusammenspielen. Von Weisheit, Erkenntnis, Kraftwirkungen, also Zeichen und Wunder und auf der anderen Seite auch von der Gabe der Heilung. Vielleicht braucht es auch einfach nur deinen Gehorsam. Und der Heilige Geist dich anspricht und sagt, lege ihm die Hände auf. Frage ihn, darf ich für dich beten? Darf ich dir die Hände auflegen? Darf ich dich salben mit Öl? Oder es braucht dein Gehorsam in der Demut, dich bei den Ältesten zu melden oder im Ministry-Team und zu sagen, ich brauche ein Gebet, salb mich mit Öl. Es braucht Demut, aufzustehen, durch den Saal durchzulaufen, wenn ihr alle zuzuschauen, ins Ministry-Team hinterher zu gehen und zu sagen, ich brauche jetzt Gebet. Aber es ist vielleicht genau gerade der Glaubensschritt, den du brauchst, damit du kannst den Glauben in dir aktivieren kannst. Dann gibt es eben auch die Gabe der Wunderwirkungen. Wunder zu tun, natürliche Grenzen und Gesetzmäßigkeiten zu sprengen. Dort, wo Jesus 5000 Leute gespissen hat mit ein paar Brot und ein paar Fisch. Also wenn du schon in einer grossen Organisation warst, wo ein paar Tausend gespissen werden müssen, zum Beispiel mit einem Eurocamp mit 7000 Leuten, das sind Lastwagenladungen, die tagtäglich herfahren. Und 5000 Leute zu speisen, das braucht einfach das Wunder. Mit ein paar Brot und ein paar Fisch. Dort, wo Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, ich weiss nicht, wer das von uns schon gemacht hat. Es braucht ein Wunder. Oder übers Wasser zu laufen. Das kannst du vielleicht noch nachlesen in missionarischen Büchern, so von den 70er und 80er Jahren. Gott möchte in deinem Leben Wunder tun, Sachen, die du vielleicht bis jetzt gar noch nicht erlebt hast. In den Camps mit den Kids, in den Ranger, wenn wir so ein Sommerlager haben, haben wir eine Funktion, das ist der Chef Meteo. Mittlerweile haben wir den müssen haben, früher hat es den nicht gegeben. Der schaut nur auf seine Apps, auf verschiedene Apps und schaut, wie das Wetter wird. Und wir haben im Rheintal draussen, gibt es die Situation, dass du den Föhn hast vom Süden, vom Rheintal auf oder durchab. Und dann hast du vom Sentis her und hast es über den Bodensee. Und wir haben auf der App gesehen, wie das Wetter von allen 3 Fronten genau auf den Campplatz kommt. Und wir haben angefangen zu beten. Und obwohl das App das angezeigt hat, dass es eigentlich müsste jetzt gerade über den Campplatz sein, hat sich das Wetter, also eben das Wetter findet immer draussen statt, nicht auf der App, hat das Wetter wirklich um unseren Campplatz herum so eine Kurve gemacht, links und rechts, und ist an uns vorbei. Und das haben wir mehrmals erlebt. Und ich rede hier als ein altgedienter Jungschärler, Jungschleiter, der schon mit 14 das erlebt hat, dass wir am 2 zum Mittag hat man gebetet, dass es aufhört zu regnen, bis um 5 Uhr, weil so lange ist die Jungschi gegangen, und um 5 Uhr hat es wieder angefangen. Gott ist treu, wenn man betet, egal wie alt du bist. Kommen wir zu der letzten Kategorie, das sind Sprachengaben. Die Zungenrede, die Auslegung von der Zungenrede und von der Prophetie. Bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat es eigentlich die Zungenrede nicht gegeben, oder wir lesen es mindestens nicht davon, auch nicht im Alten Testament, sondern erst mit der Ausgüssung vom Heiligen Geist, wo der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, wo sie gewartet haben, und Jesus hat gesagt, wartet drauf, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf uns kommt. Und sie haben gewartet, sind gehorsam gewesen, haben sich dann auch ausgestreckt im Gebet. Und der Tag von Pfingsten ist gekommen, sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, sie haben angefangen, in anderen Sprachen zu reden.
Und es ist das passiert, was im Alten Testament schon verheißen war vom Joel, dass Joel prophezeit hat von Gott. Und ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weissagen und eure Alten werden Träume haben und eure Jünglinge werden Gesicht sehen. Und der Paulus hat das nachher aufgenommen, auch in der Erklärung bei den Korinther. Und er erklärt nachher später noch und sagt, hey, die Sprache, in anderen Sprachen zu reden, ist so wichtig, und das ist nicht einfach eine Fremdsprache, sondern es ist die übernatürliche, geistliche Sprache, die Gott uns möchte geben. Die ist so wichtig, dass ich mehr in Sprachen rede, wie ihr alle. Und der Paulus hat gewusst, warum das so wichtig ist. Weil er hat gesagt und er hat es erklärt, wenn ich bete, dann ist mein Verstand, also was ich hier oben denke, ist momentan fruchtleer. Er erklärt das so. Also ich verstehe nichts, ich denke momentan noch nichts, aber ich rede und ich rede. Ich rede in dieser anderen Sprache, die Gott mir gibt. Und in dieser Zeit erbaut sich mein Geist. Und für die Welt und für alle ringsherum, die das nicht verstehen, ist das vielleicht einfach Blödsinn. Aber derjenige, der redet in anderen Sprachen, er erlebt, wie sein Geist hier innen aufgebaut und gestärkt wird und eine neue Freude, eine neue Begeisterung bekommt. In Situationen innen, dass er vielleicht Mut bekommt, wenn die Situation völlig aussichtslos ist. Also wenn wir beten in anderen Sprachen, dann ist es so, dass unser Geist sich aufbaut, dass er gestärkt wird. Und die Gabe ist primär für uns. Und ich möchte mal fragen, der Gedanke ist mir einfach in der Vorbereitung. Ich kenne Leute, denen geht es schon seit Jahren, seit Jahrzehnten schlecht. Und ich habe mich selber auch ertappen, dass ich die Sprache, die Geistesgabe eigentlich mehr könnte brauchen, als ich es normalerweise mache. Und ich erlebe jedes Mal, dass wenn ich in anderen Sprachen bete, dass mein Geist sich aufbaut. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte wieder mehr beten in anderen Sprachen. Und wenn du seit Jahrzehnten oder lange Zeit, vielleicht auch noch kurzfristig, wenn es dir nicht gut geht, ich möchte dich ermutigen, bete in anderen Sprachen. Du betest Geheimnisse, du betest Sachen, wo Gott ausspricht durch dich durch. Geheimnisse, die vielleicht ausgesprochen werden müssen, damit etwas freigesetzt werden kann, dass die Ursache beseitigt werden im Geist. Und du musst gar nicht wissen, um was es geht. Aber der Herr weiß es. Und wenn der Herr durch seinen Geist, deinen Geist ausspricht, wo am Schluss wieder zu Gott kommt und ihm die Legitimation gibt, in deinem Leben zu wirken, dann ist das powerful. Und ich möchte dich ermutigen, in anderen Sprachen zu beten. Und wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, in dieser Art und Weise, dass du redest in anderen Sprachen, dann möchte ich ermutigen, komm an Gebetsüben, geh in die Kleingruppe, red mit dem Kleingruppenleiter, teilt das teilen in der Kleingruppe und betet füreinander. Und der Paulus sagt, sehnet euch danach, sehnet euch nach diesen Geistesgaben, streckt euch aus nach dem. Ihr seid in einem neuen geistlichen Leben inne. Und das geistliche Leben ist anders als das natürliche. Und wir müssen lernen, in dieser geistlichen Dimension anfangen zu leben. Und wenn wir reden in anderen Sprachen für uns, und Korinther haben es vermutlich so genutzt, dass sie von der Kanzel in anderen Sprachen geredet haben. Es hat den Leuten nicht so viel geholfen, weil sie es nicht verstanden haben. Darum hat der Paulus gesagt, es müsste auch jemand da sein, wenn man es braucht im Gottesdienst, dass es ausgelegt werden kann. Das ist dann die 8. Gabe, die Auslegung der Sprache. Und dann komme ich nochmal dorthin. Wenn wir die Gabe vom Geist Gottes nutzen, oder wollen nutzen, dann ist es in erster Linie mal, dass wir gehören auf den Heiligen Geist. Weil dann, wenn wir reden in anderen Sprachen, oder wenn jemand anderes redet in anderen Sprachen, dann geht es eigentlich darum, herauszufinden, Herr, was sagst du jetzt in diesen Worten? Und ich glaube sehr oft, wenn ich längere Zeit in anderen Sprachen rede, dass ich plötzlich innerlich eine Gebetslast bekomme für irgendein Thema. Ich bete für die Jugendarbeit national. Und ich bete für unsere Gemeinde, für die Kleingruppenarbeit, für meine Familie, für meine Enkel. Und plötzlich, wenn du redest in anderen Sprachen, zeigt dir der Heilige Geist Punkte auf. Und dann fängst du an, weiter zu beten, im Natürlichen. Du betest, steht dir nie, wo der Heilige Geist dir aufzeigt. Du proklamierst, steht dir nie, dass Sachen verändert werden.
Und plötzlich bist du am Ende. Und dann sagt der Paulus, manchmal weiss ich nicht, was ich beten soll. Dann bete ich wieder im Heiligen Geist. Und dann betest du wieder im Heiligen Geist und kommst dorthin und sagst, okay, jetzt sprich mit dem Heiligen Geist auf etwas an, jetzt bete ich hier weiter. Und die Auslegung von der Sprache ist eigentlich das, dass wir das so auslegen, dass es verständlich ist, dass man es versteht. Und ihr könnt das auch trainieren in der Kleingruppe, dass jemand redet in anderen Sprachen und dass die anderen versuchen auszulegen, was der gesagt hat. Und wir haben das schon gemacht in einer Kleingruppe. Wir sind sehr erstaunt gewesen, dass das, was der Herr einzelnen Leuten, die zugelassen haben, aufs Herz gelegt hat, sehr einander identisch war oder in einen Flow gekommen ist, der dem anderen gedient hat. Darum bin ich überzeugt und begeistert von Kleingruppen. Prophetie als die 9. Gabe. Prophetie ist nicht Wahrsagerei, sondern es ist Offenbarung von Gott, von seinem Willen, durch Worte, durch Visionen, durch Eingebungen. Und zwar immer in die Richtung, dass Menschen ermutigt, erbaut werden, vielleicht auch ermahnt, aber in erster Linie ermutigt und erbaut werden. Jesus hat das genutzt, wo er im Petrus wollte zeigen, was vor ihm liegt. Er hat gesagt, Petrus, du wirst mich verleugnen. Aber nachdem, dass du mich verleugnet hast, wirst du umkehren zu mir. Und ich möchte dich ermutigen, dann stärk die Brüder um dich herum. Ein prophetisches Wort, wo ihm Petrus in sich gegeben hat auf seinen Dienst, auf Wiederherstellung. Wenn du prophetisch dienst, dann möchte ich dich erinnern daran, dass das auch Training braucht. Und all die Dienste, die ich dir jetzt aufgezeigt habe, die Gaben, müssen am Schluss von Gott gegengezeichnet werden, dass er dahinter steht. Dass jemand geheilt wird, dass die Weisheit zum Erfolg führt, dass die Erkenntnis schlussendlich Resultat bringt. Dass bei der Geisterunterscheidung, dass nachher wirklich weisst, es ist vom Herrn gewesen, oder es ist nur menschlich gewesen. In der Prophetie, das, was du sagst, dass das am Schluss nachher auch Realität geworden ist. Und wenn du nicht trainiert bist, dann bist du vorsichtig, wie du sagst. Gerade in deiner Wortwahl. Sag lieber, als der Herr hat gesagt, ich kann es empfinden oder ich habe einen Gedanken, prüf doch das mal. Weil jede Prophetie muss geprüft werden. Zuerst anhand vom Wort Gottes, dann auch in deiner persönlichen Situation. Und wenn du mit dem nichts anfangen kannst, dann leg es einfach mal auf die Seite. Wenn es dem Herrn wichtig ist, dann wird er das noch 2 oder 3 Mal dich ansprechen. Die Prophetie muss geprüft werden. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen und auf den Punkt bringen, wo der Paulus eigentlich am Anfang sagt, im 1. Korinther 14,1: Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Also um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Wir sollen uns bemühen darum. Wir sollen uns ausstrecken. Wir sollen dem Heiligen Geist immer wieder Gelegenheit geben, red in meine Situation. Und ich möchte, dass wir jetzt die Augen schliessen und der Herr bittet. Heiliger Geist, komm du jetzt in unsere Situation, wo wir drin stehen. Du möchtest uns dienen. Du möchtest uns Gutes tun. Du möchtest uns zu Nöten und Situationen rausholen. Übernatürlich. Herr, und wir möchten lernen, zuerst im Übernatürlichen mit dir zusammen zu arbeiten, bevor wir ins Natürliche gehen.
im Vertrauen, dass du das Natürliche machbar machst. Und ich bitte jetzt alle Kleingruppenleiter und das Ministry-Team, dass sie in die Ministry-Lounge übergehen. Und wir möchten uns einfach bereit machen, all diesen Menschen zu dienen, die jetzt in Nöten sind, die in Problemen sind. Wir möchten als Geschwister, als Gemeinde zusammenstehen. Und Gott hat es so gewählt, dass er in vielen Sachen nicht direkt einfach in unser Leben einwirkt, sondern dass er möchte, dass wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, dass wir zusammenwirken, dass wir einander helfen, dass wir einander unterstützen. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ich habe eine schwierige Situation in meinem Leben, eine Entscheidung zu treffen, ich habe irgendwo Streit, ich habe Konflikt, ich bin krank, irgendetwas, das dich beschäftigt, kannst du vielleicht überlegen, was hätte ich letzte Woche am meisten in Beschlag genommen. Bist demütig und sage, Herr, ich brauche deine Kraft. Ich brauche den Dienst meiner Geschwister. Dann geh doch auch ins Ministry-Team. Ich hatte den Eindruck, dass Leute da sind, wo der Heilige Geist schon öfters darauf angesprochen hat und gesagt hat, ich möchte dich in einer bestimmten Gabe weiterentwickeln. Ich möchte dir helfen, dass du dich da nie trainieren kannst und dass du mich besser verstehen kannst und dass wir besser miteinander zusammenarbeiten können. Und der Heilige Geist möchte dich heute Morgen noch mal daran erinnern, zu sagen, ich habe dich berufen für das. Und ich möchte, dass du das mehr ausübst, mehr trainierst. Geh auch du ins Ministry-Team und mach dich eins mit einer Person, du sagst, ich möchte dem Ruf folgen und ich möchte auch gehorsam sein. Und dann betet füreinander, dass die Salbung vom Heiligen Geist über euch kommt. Lasst uns aufstehen und einfach so in der Gegenwart vom Herrn ihm die Lieder singen, als Dank, als Gebet, als Fürbitte oder vielleicht auch als Proklamation. Vielleicht nimmst du jetzt auch gerade die Zeit, um in anderen Sprachen zu singen, wenn wir in der Anbetungszeit drin sind. Sing in anderen Sprachen und wenn dich der Geist auf etwas lenkt und etwas führt, dann bete in die Richtung. Lass dich brauchen heute Morgen. Da ist Hoffnung, Gott, wo
kommst mit der Gegenwart. Mit der Gegenwart. Wenn's mit Gott im Höchsten Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist, oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus.
Name ist kraftvoll und dort, wo dein Name proklamiert wird, dort, wo dein Name drin kommt, ist Leben, Wiederherstellung und schlussendlich auch die Kraft von Gott. Danke dir auch dafür, dass du da bist, jetzt. Amen. Amen. Dürfen gerne Platz nehmen. Die Kraft Gottes ist dort, wo sich das Volk versammelt. Und letzte Woche war ein Teil von unseren Geschwistern Silbern am Meer in den Ferien, in unseren Gemeindeferien. Wer war alles dort dabei gewesen und hat die Kraft und die Power schon wieder gehabt, heute Morgen da zu sein? Cool, herzliche Gratulation, dass ihr euch aufgerafft und hierher kommt. Geben wir euch doch einen Applaus. Und dass wir alle ein bisschen miteinander mitbekommen, was dort alles passiert ist. Wir haben einen kurzen Clip und da wollen wir drin hinschauen und vielleicht auch eine Motivation, das nächste Mal für uns dabei zu sein. Wir sind zusammen groß und klein. Silberlicht am Strand, so muss es sein. Toskana, Sonne, Wellen und Sand. Spaß und Action Hand in Hand. Silbern am Meer, Sonne, Strand und Spiel. Silbern am Meer, wir erleben viel. Mit Kindern, mit Freunden, die Freude ist groß. Silbern am Meer, hier ist echt was los. Hier in Italien, die Ferien sind da. Wir feiern das Leben, die Tage sind klar. Wir sammeln Momente, bunt und mehr. Silbern am Meer, das lieben wir sehr. Silbern am Meer, Sonne, Strand und Spiel. Silbern am Meer, wir erleben viel. Mit Kindern, mit Freunden, die Freude ist groß. Silbern am Meer, hier ist echt was los. Silbern am Meer, Sonne, Strand und Spiel. Silbern am Meer, wir erleben viel. Mit Kindern, mit Freunden, die Freude ist groß. Silbern am Meer, hier ist echt was los. Silbern am Meer. Wow! Ich frage mich, wo sie die Band herbekommen haben, die so einen coolen Song zusammengestellt hat und auch noch so super spielt. Vielleicht möchtest du das nächste Mal mit dieser Band dabei sein, also melde dich schon das nächste Mal an. Ja, zum solche Räume schaffen, Ferien, gemeinsam miteinander so verdichtet zusammen sein, Gottesdienste zu feiern. Ob das Silbern am Meer ist, ob das bei der Kids Camp ist, ob das national ist, wenn sich die Jugend trifft. Es sind starke Momente, wo der Heilige Geist wirkt. Das muss alles organisiert, geplant, durchgeführt werden. Das geht nicht ohne unsere Finanzen. Darum möchten wir auch hier uns beteiligen. Das ist natürlich freiwillig, aber wenn du sagst, mal, da möchte ich investieren bei meinen Finanzen, bist du herzlich eingeladen, zum spenden. Du hast die Möglichkeit, hier mit dem QR-Code vorne an den Lehnen und hier einfach auch mitzutragen. Du kannst das gerne auch mit einem Einzahlungsschein machen. Und damit auch einen Teil dazu beitragen, dass das wirklich passieren kann. Das sind meine stärksten Zeiten. Ich habe gerade heute Morgen gesagt, dem Raffi, das sind so wirklich die Zeiten, so verdichtet im Heiligen Geist, wo man einfach so eintauchen kann und Gott kann erleben. Und das wollen wir wieder viel mehr haben in unserer Mitte. Währenddem das Körbchen dort reingehen,
möchte den Moment nutzen, um einfach auch zu beten, dass der Geist Gottes uns brauchen kann in dieser Welt. Geist Gottes, ich bitte dich, Herr, dass du uns neu aufzeigst, die Verlorenheit der Menschen in dieser Welt, wenn sie Gott nicht kennen. Ich bitte dich dafür, Herr, dass du uns einfach bewegt, unsere Herzen bewegt. Die Verlorenheit der Menschen. Jesus, du bist auf die Erde gekommen und hast dein Leben hergegeben für das. Und ich bitte dich dafür, Herr, dass wir wirklich Mut und entschlossen sind, das Evangelium weiter zu verkünden. Herr, dass wir Träger von deinem Licht sein dürfen, Träger von deinen Gaben, Heiliger Geist. Und Herr, wenn wir auch so emsig sind im Alltag, bitte ich dich, dass du uns immer wieder darauf ansprichst, in Momenten, wo du einfach möchtest zum Zug kommen. Dort, Herr, wo du das Übernatürliche ins Natürliche hineinbringst. Herr, ich bitte dich, dass wir wieder viel stärker sensibel werden auf dein Reden. Amen. Ich habe die schmerzliche Pflicht, euch mitzuteilen, dass unser Bruder Albrecht Lorch in seinem 99. Altersjahr heimgegangen ist zu unserem Herrn. Viele von uns haben ihn gekannt. Er ist immer da so in der zweiten Reihe, entweder ganz links oder ganz rechts gehockt. Ein Mann, der gestanden ist im Leben bis zum Schluss mit Jesus. So bis zum letzten Atemzug wirklich an Jesus, am Wort Gottes festgehalten hat. Und jetzt durfte er heimgehen zu unserem Herrn. Wir sprechen in der Familie, hier in der Schweiz und in Deutschland, unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen ihnen in diesen Tagen einfach Gottes Kraft und Beistand und auch den Trost. Die Beisetzung findet am nächsten Mittwoch, am 15. Oktober, um 2 im Friedhof in Rohrdorf statt. All diejenigen, die ihm das letzte Geleit geben möchten, sind herzlich dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Wir schauen in die kommende Woche, neben dem schmerzlichen Gang, wo wir hier gehen müssen, mit dem Albrecht. Nächste Woche geht es weiter mit unseren Gottesdiensten am Sonntag, wieder am 10 Uhr und auch am Abend mit den Latinos. Wir haben unter der Woche Kleingruppen. Ich habe Kleingruppen mehrmals erwähnt. Ich glaube, es ist nach wie vor der Ort, wo wir die Geistesgaben trainieren können, miteinander auch ausüben und einander so dienen. Wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, dann bist du herzlich willkommen, dich im Internet oder auch draussen zu informieren. Es hat verschiedene Kleingruppen, verschiedene Sprachen, verschiedene Altersgruppen, auch zu verschiedenen Themen. Was dich gerade interessiert oder wo dich der Heilige Geist auch herzieht, ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir dabei sind. Und wenn wir gerade so dran sind, zum zu sagen, Herr, ich möchte, dass du mich dienst, dass du mich ziehst und dass du mir Offenbarung gibst, dann lasst uns auch in dieser Woche einfach mal dafür beten, sagen, Herr, wer könnte ich einladen in einen Gottesdienst? Wer könnte ich einladen in eine Kleingruppe? Wer könnte ich vielleicht auch einladen, wenn wir jetzt ein bisschen nach Richtung Weihnachten schauen, wer könnte ich dort einladen an ein Konzert? Dass wir das anfangen, betragen in unserem Herzen, dass wir den Heiligen Geist darum bitten, Herr, bring uns mit diesen Leuten in Kontakt, bring uns ins Gespräch, bring uns irgendwie in die Situation, dass das Herz sich verbindet und dass ich sie einladen kann dazu. Wenn du sagst, ich möchte wirklich noch Gebet, ich habe mich vielleicht nicht getraut oder es ist mir noch etwas zu Sinn gekommen, dann lade ich dich herzlich ein, nachher noch im Ministry, in der Ministry Lounge nochmal einzuschauen. Wir beten dort gerne für dich. Wir hören mit dir auch, was der Heilige Geist in dein Leben hier möchte reden. Und so befehle ich uns allen im Herrn an in dieser Woche und das Sagen von Gott soll über uns sein. Der Heilige Geist soll in uns und durch uns wirken können. Und er möge uns ein offenes Herz geben, dass wir seine Stimme hören können. Ein Herz, das demütig ist, sanftmütig ist, aber auch ein mutiges Herz, um entschlossen vorwärts zu gehen. Geöffnete geistliche Augen, geöffnete geistliche Ohren, dass wir so geistlich, übernatürlich unterwegs sein können. Ich wünsche euch eine starke, übernatürliche Woche. Gute Zeit, Gottes Segen. Tschüss zusammen.